don't need to hide. Just close your eyes and sing with me our sweet symphony. Come and turn the lights out. I want to believe it. I can feel it. Come and turn the lights out. I want you to sing it. It is impressive that you managed to survive this long. Grüße zurück bei Generation Zero. Wir sind am Leuchtturm herunten, wo wir das letzte Mal, glaube ich, aufgehört haben. Ich war in der Zwischenzeit wieder ein bisschen in Saltheim ein bisschen was zusammenfarmen, dass wir ein bisschen mehr haben im Gepäck. Und jetzt gehen wir in Richtung Westland. Genau. So war die Idee und mal schauen, wie lange wir die Idee durchhalten mögen. Jetzt stellt sich die große Frage, jawohl, wir sind bald wieder bei einem nächsten Level Up. Also, mal schauen, ob demnächst die Muse da oder das ganze Spür ein bisschen leiser dran. Mir hat es gerade die Ohrwascheln aus. So da. Jetzt war es nur geschickt. Was du, wenn du jetzt noch Benzin finden könntest und dann vielleicht ein Moped oder ein Motorradl. Na, ich glaube, dass das die Engine nicht ganz da bockt. So. Grüß Gott. Nun Richtung Bunker Westland. Wie weit ist denn das? Ne, schon ein schönes Eck. Egal, wir bleiben auf dieser Straße. Und bevor wir in den Bunker Westland gehen, biegen wir hier rechts ab und schauen uns diese 3 Punkte an. Oder 4, 5, 6, keine Ahnung. Wenn du das Spiel schon ein bisschen länger spielst, auch in der Zwischenzeit zwischen Base Building, Base Update und Recon Update, blöde Frage, ist es noch möglich, überhaupt den Reaper zu spawnen? Weil ganz kapieren tue ich die Geschichte auch noch nicht. Oh. Servus, die Herren. Na bitte. Wenn dir vorgeworfen wird, die Karte ist zu Beginn leer, dann setz einfach zig Millionen von diesen Relaisantennen hin. Und du hast sicher gewonnen damit, mit dieser Entscheidung. Ach so. Shit. Dafür habe ich keine Munition. Was? Gibt's nicht. Hä? Ich hatte ja dafür noch Munition. Wo ist die? Oh ja. Auch egal. Wir werden uns mit der Pist durchpisten. Die war auf 3, gell? Ja. So, jetzt war es aber nicht, wie viel Hunter waren das jetzt? Habe ich jetzt 13 oder nur einen? Es müssen mehr sein. Na komm, Mädel. Shit. Such dir einen größeren Baum. Ich weiß ja, dass da noch einer war. Danke, Spiel. Du Arsch. Mir kommt halt vor, sie haben einen Schaden, den der
Hunter macht auch ein wenig ankommen. Oder täusche ich mich da? Wenn, dann muss man es bitte in die Kommentare schreiben. So. Aber das passt mir eh, wenn die Scherengartenregion mittlerweile auch etwaig mehr zu bieten hat, weil dann bist du nämlich schneller am Level um. Okay. Da hat uns etwas gehört. Ich glaube, das war nur ein Tick. Ja. Genau, ich glaube, das waren nur die Ticks da unten in dem Haus. Okay, Baby. Hä? Ja, erst einmal weniger laufen, damit wir uns die Ausdauer ein bisschen sparen. Ist das jetzt schon da, wo ich hin wollte? Ja, das ist genau da. Was ist da unten? Wir werden es gleich herausfinden. Was hast du für uns? Ein bisschen Holz. Nehmen wir mit. Oh. Wenn wir mal eine bessere finden, eine 44er, dann werden wir es mitnehmen. Naja. Also die Sprengpfeile, die könnte man wegen dem Sprengstoff zerstören. Wenn wir genug zusammenbringen. Ba-ba-du-ba-da, wop, wop, ba-ba-ba-du-ba-da, bu, 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 ba-bu. Was? Victor, das sagt mir aber gar nichts. Nö, brauchen wir nicht. Wir gehen auf die Seite nochmal. Ah, den haben wir schon, den Rucksack. Aha, der hat mitgedacht. So, nö. Da. Wo war das jetzt da? Ich glaube, wir werden später die Adrenalinspritzen noch ein bisschen mehr benötigen. Daher sparen wir es jetzt ein bisschen. Oh, ein kleiner Umzugswaggon. Nö. Hinein hier ins Haus. Ein süßer kleiner Augenschmaus. Warte mal, was haben wir da? Da ist nur ein Stegerl. Und dann können wir da einer. Zack. Ein bisschen Textil. Auch in Ordnung. Zwei Raketen, die können wir brauchen. Ich werde so gut wie es geht momentan mit den Raketen und alles ein bisschen sparen. Damit wir es dann später haben, wenn wir es brauchen.
Und da ist eh nichts mehr. Passt. Geht's gleich weiter in Richtung Bunker. Ah, da. Bisschen Zwirn fürs Hirn. Ah, da geht's schon auf in Richtung Bunker. Da werden wir uns da gleich bewegen. Herrlich. So, da. Ist der Bunker da oben? Bam, 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 bam. Oh. Hä? Ach so. Ich bin ein... Naja. Dann müssen wir doch glatt in diese Richtung laufen. Das Level-Up vergeben wir nachher, wenn wir drinnen sind. Bin mal gespannt, ob wieder irgendwas respawned hat. Und für normal müssten wir ja nochmal diesen Pontus Pilatus sehen da. Bei den Eingangstor. Was ist da drin? Nix, wie man es gedacht habe. Ah, da waren wir eh schon passt. Gibt es da nichts mehr zum Finden? Aha! Ist nur gut, dass wir da überall schon herin waren. Ja, ein Pontus Pilatus sitzt eh noch da und tut halt Dinge, die NPCs halt so machen, gell? Jo. Pontus Pilatus. Det funkade. Okej. Det första vi måste göra är att slå på strömmen. Vi måste hitta generatorrummet. Vi delar upp oss så går det mycket snabbare. Och stay out of trouble. Meddela vad du hittar där inne, om du hittar något. Och var rädd om dig, är du snäll. Jag behöver dig. Klart slut. Aha. Jetzt sind wir wieder um einiges schlauer. Naja, getreu dem Motto, im Dunkeln ist gut munkeln, gell? Ein bisschen durchschleichen. Minken, det här är färdig Pavel Svoboda. Fienden närmar sig och förbereder anfall. Vi behöver omedelbar förstärkning. Repeterar, omedelbar förstärkning. Bekräfta, kom. Vi kan se 4, 5 maskiner som närmar sig. Vi kan inte hålla saltomstungan mycket längre. Bekräfta, kom. Ston, redo! Ja, genau. Der Tag des Angriffs. Da müssen wir entlang. Dann machen wir gleich mal da ein bisschen auf. Ah, da war noch ein Container sitzt. Ja, einer da. Einmal, zweimal und 5-mal.
warte mal. Hallå? Hallå? Jag strider mot flera fientliga maskiner här borta. De är överallt. Fienden är oskadliggjord. Aha, ja, so haben sie das jetzt gemacht. Ist da irgendwas? Da ist ein Tick. Ah, 6, wir könnten noch Level Up vergeben. Machen wir dann gleich. Notfallsignalfackel, die können wir immer brauchen, später mal. Da ist der Kommandobunker. Und wir müssen da oben zum Generatorraum. Hittills inga spår efter överlevande. Varken militära eller civila. Ja, det här känns inte bra. Wieso gefällt dir das nicht, Pontus? Huh? Ich weiß ja schon ungefähr, ich weiß ja, was geschehen ist. Jag har hittat ledningscentralen. Jag går in. Ja, det är helt tomt här också. Jag upprepar, hela bunkern är tom. Uppfattat? Kom. Uppfattat. Då är det verkligen bara vi kvar nu. Och alla andra är alltså... Klart slut. Okay. Was es aber ist, ich meine jetzt mal von, ja, ich sage jetzt einmal, es fühlt sich etwas lebendiger aus, sagen wir es einmal so. Nur, was mir ein bisschen stört, dass unser Charakter nicht redet. Dass der vielleicht auch seinen Senf oder seine Meinung dazu gibt. Das ist ein bisschen schade. Weil im Endeffekt, so wie sich die Story, wenn du es nicht kennst, Gött. Strömmen är tillbaka. Bra jobbat. Ta dig tillbaka hit till ledningscentralen. Kom. im Endeffekt die Geschichte hinaus, oben raus, entwickelt sich eher, ich sage jetzt einmal, zum Nachteil des Spielers. Sagen wir jetzt mal so, oder des Charakters. Naja gut, aber auf jeden Fall. Naja, das kann man zweigleisig sehen. Das Problem ist halt,
ja, wenn ich jetzt groß ins Reden anfange über die Geschichte, ist ein großer Teil der eigentlichen Spannung weg, was genau passiert ist. Wurscht, wir machen jetzt einfach einmal weiter und der Rest ergibt sich. Ich werde aber dann schauen, dass ich das irgendwann einmal so zusammenfasse, später die Geschichte mit den wichtigsten Stellen, die ich entweder vorgelesen habe, etc. Und wenn wir dann zu den wirklich, wie sagt man, wenn wir dann wirklich zu den Geschichtsteilen kommen, die relevant sind, dann werde ich das im Vorhinein einblenden. Aha, Pontus, und die zwei hast du was gesehen, oder was? Wo ist denn der Hund jetzt? Herrgott im Himmel! Da ist noch ein Hund, wo ist der? Ist da hinten noch irgendwas? Bevor da jetzt narrisch wird. Nö. Sehr gut. Ah, das haben wir schon gelootet. Auch schön. Vielleicht war es der Pontus Pilatus, das weiß man nicht genau. Hier entlang. Den nehmen wir nochmal mit. Oh, Adrenalinspritzen. Ah, da liegt was, schau. Aha, jetzt wird nicht einmal mehr angezeigt, was das ist. Das ist wurscht. Ja, das können wir mitnehmen. Sonst gibt's da eh nichts. Passt. Hallå, där är det ju. Kom bort hit så kollar vi på den här operationskartan. Västlands stab saknas i strid. Det enda vi har är deras operationskarta. Armén använder dem för att planera militära operationer och bevaka det aktuella läget. Det här kriget är långt ifrån över. Vi får fortsätta där armén slutar. Försöka ta oss till de mest strategiska platserna och slå tillbaka mot fienden. All right. Vi fortsätter leta. Förhoppningsvis hittar vi svar någonstans. Och hittar våra nära och kära. Och får reda på vad de där maskinerna är egentligen. Vi har väl ändå inget annat val. Okay. Wir werden diese Episode jetzt mal da beenden. Alltså, jag vill verkligen hjälpa till med det jag kan. Men ärligt talat skulle jag helst slippa gå ut dit igen. Ja, det är nog säkert att du blir kvar där, Therese. Jag stannar också och försvarar Västland. Det är bra att vi har en alternativ plan om vi behöver retirera eller bli kontaktade av allierade styrkor.
Ja genau, ich hoffe, die zwei Deppen haben jetzt genug geredet. Wir werden uns da das nächste Mal wieder sehen, das ist jetzt mal eine kürzere Aufnahme. Das Kommandobunker-Netzwerk, das kennen wir aber mittlerweile eh schon soweit. Perfekt. Wir können ein bisschen was zerstören auf die Schnelle, was wir halt nicht brauchen unbedingt. Wo sind denn jetzt da diese Widerstandsidioten da? Da brauchen wir 25 dafür. Scheißegal. Wir werden die zerstören. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Mit den 4 Waffen werden wir jetzt ein bisschen weiterarbeiten. Genau, was wir haben, das haben wir. Da haben wir unser Plünderer. Wir haben da 4. Wir haben da 3 einer. Genau, aber die müssen wir uns unbedingt sparen ein bisschen. Dann was haben wir noch dabei, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich habe gesehen, wir haben ja Raketen auch bekommen. Genau. Die Vollmantel lassen wir da und die Panzerbrechen, der lassen wir da. Wir dann die einmal auf die Seiten, weil die wiegen nämlich einiges. Da quasi nicht, keine Ahnung. Und dort haben wir noch die einer. Die halten wir uns dabei auch auf. Die halten wir uns dabei auch auf. Wir kommen ja momentan eigentlich relativ gut durch mit die einfachen. Weil die kannst du billig produzieren oder billig herstellen. Eigentlich. Also sollte alles miteinander kein Problemchen darstellen. Da sind wir auch ausgerüstet. Und dann haben wir die zwei weißt du was? Die 2 Flintenlauf, da haben wir auch da und den Scheiß, da haben wir auch da Also alles, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Mal da in die Plünderer einer, wenn wir dann mal mehr von irgendwas haben, können wir das eh noch immer zerstören. Was ich mal ausprobieren will, sind die da. Ein 16, ein 9, bla bla bla, bla bla bla. Ja, passt. Also dann, was? Das würde ich dann noch sagen, falls irgendwer glaubt oder falls sich irgendwer beschwert, warum ich diese ersten Hilfe-Sets nehme wie Gummibärchen. Die sind so billig zum Herstellen, klack. So, 20 Stück und die konnten noch immer 300 herstellen. Bis zum nächsten Mal, Baba.